Such dir einen ruhigen Ort, wo du dich wohlfühlst. Stang hüftbreit und schnuff tief in deinen Bauch runter. Wenn du einschnaufst, geht dein Bauch langsam raus. Und wenn du ausschnaufst, kannst du deinen Bauchnabel wieder zu deiner Wirbelsäule ziehen. Lass deine Schultern locker. Beim nächsten Mal einschnaufen, nimmst du deine Arme über den Kopf und beim Ausschnaufen kannst du sie wieder abnehmen. Schnauf ein und aus. Du kannst dein rechte Bein zu deinem Bauch herziehen. Dann probierst du mit deiner rechten Hand die grosse Zehe zu nehmen. Wenn du nicht bis dort kommst, nimmst du einfach dein Knie mit beiden Armen. Wenn es für dich geht, kannst du jetzt probieren, dein Bein auf die Seite zu nehmen. Deine Hüfte sollte aber immer noch gerade vorne schauen. Um es ein bisschen einfacher zu machen, kannst du am Boden schauen und die Arme auf die Seite nehmen. Um es schwieriger zu machen, nimmst du die Arme auf oder kannst du vielleicht sogar die Augen zutun. Als nächstes platzierst du die Fußsohle von deinem rechten Fuß auf die Innenseite von deinem linken Oberschenkel. Du legst deine Hangflächen aufeinander und nimmst sie zur Herzmitte. Probier in dieser Position zu balancieren. Vergiss nicht tief zu schnaufen. Du kannst beim Einschnaufen deine Arme wieder aufnehmen und beim Ausschnaufen nimmst du die Arme runter und setzt dein Bein wieder ab. Wir schnaufen nochmal zweimal tief ein und aus. Jetzt machen wir das Gleiche auf der anderen Seite. Ziehe dein Knie her bis zu deiner Brust. Probier die grosse Zehe zu nehmen und dein Bein bis auf die Seite zu bringen. Wenn du das Gleichgewicht verlierst, probier es einfach noch einmal. Jetzt kannst du deinen linken Fuß auf die Innenseite von deinem rechten Oberschenkel tun. Einschnaufen und die Arme über den Kopf nehmen und dann beide Hände zu deiner Herzmitte beim Ausschnaufen. Auch hier kannst du es einfacher machen, wenn du am Boden schaust und schwieriger, wenn du entweder rauf schaust oder sogar die Augen zumachst. Nimm die Arme über den Kopf und schnauf ein und dann setzt dein Bein wieder ab beim Ausschnaufen. Jetzt kannst du an das eine Ende von deinem Mätteli stehen und nochmal dein rechte Bein nach zu deiner Brust herziehen. Schnauf ein und beim Ausschnaufen steh mit dem rechten Bein zurück in eine Lunge-Position. Deine Arme kannst du über den Kopf nehmen. Probier mit deinem linken Bein einen rechten Winkel zu machen. Jetzt kannst du einschnaufen und beim Ausschnaufen drehst du gegen die rechte Seite ab mit deinem Oberkörper in eine Kriegerposition. Schau zu deinem linken Arm führen und ziehe die Länge. Schnauf ein und beim Ausschnaufen gehst du in die Krieger-3-Position. Das heisst, du ziehst mit deinem linken Arm so weit hinten, wie es geht. Den rechten Arm kannst du auf dein rechte Bein legen als Unterstützung. Komm wieder zurück und stoss dich auf dein linke Bein, so dass du in einer fliegenden Kriegerposition bist. Zieh dich weit vorne mit deinem linken Arm und weit hinten mit deinem rechten Bein. Stang wieder zurück in eine Krieger-1-Position. Dein rechter Fuß ist ganz auf dem Boden und dein Oberkörper schaut aber vorne.
Setz deine Arme am Boden ab und roll langsam auf. Das Gleiche auf der anderen Seite. Zieh dein linke Knie zur Brust. Stang mit dem Bein zurück in eine Lunge-Position. Nimm die Arme auf. Drück deine Schultern weg von den Ohren. Krieg 2 Position. Krieg 3 Position. Ziehe auch hier die Schultern weg von deinen Ohren. Schnuff tief. Jetzt drück dich auf dein rechte Bein in einen fliegenden Krieger. Probier die Position zu haben, ohne zu wackeln. Wenn du umgehst, probier es einfach noch einmal. Stang zurück in eine Krieger 1 Position. Nimm das linke Bein zu deinem rechten Bein, lass den Körper gehen. Schnuff ein und mach die Oberkörper lang. Beim Ausschnaufen kannst du den Oberkörper hängen. Hüpf zurück in eine Plankposition und roll rückwärts in einen Hund, der runterschaut. Dann kannst du deine Beine beugen und wieder vorne hüpfen zu deinen Händen. Jetzt kannst du deine Ellbogen auf die Innenseite deiner Oberschenkel platzieren und dann langsam probieren, dein Gewicht auf deine Hände zu verlagern. Ziehe die Bauchnabel rein, heb die Position noch ein bisschen länger und setz deine Beine wieder ab. Jetzt kannst du auf die Knie kommen und dann deine Stirn am Boden absetzen, in einer Kindsposition. Komm wieder zurück auf alle Viere. Dann kannst du dein linke Bein so weit wie möglich gegen hinten strecken und die rechte Arm so weit wie möglich gegen vorne. Zieh den Bauch rein und heb deine Hüfte ganz gerade. Komm wieder zurück und mach das Gleiche auf der anderen Seite. Schnuff tief in deinen Bauch ab. Gut, kannst du dein Bein absetzen. Jetzt kannst du deine Hände verschränken, deine Ellbogen am Boden setzen und deinen Kopf in deine Hände hineinlegen. Du kannst probieren, deine Hüfte über deine Ellbogen zu bringen, bis langsam deine Füße vom Boden wegkommen. Und wenn es geht, drück dich in einen Kopfstand auf. Schau, dass du das auf einer weichen Unterlage machst und nichts um dich herum ist, was dich verletzen könnte. Wenn es beim ersten Mal noch nicht geht, probiere einfach immer wieder. Für die den Kopfstand schon haben können jetzt langsam die Beine beugen und probieren, den Kopfstand mit einem Päckchen zu haben. Du kannst deine Knie wieder am Boden absetzen und schnell in ihre Kindsposition ausruhen. Schnuff tief. Komm jetzt in einen Schneidersitz.
die Arme über den Kopf. Und beim Ausschnaufen kannst du mit deinen Ellbogen so weit vorne und so weit runter wie möglich ziehen. Den Kopf kannst du locker hängen. Komm wieder zurück. Du kannst die Beine wechseln. Und schnauf ein, nimm die Arme auf. Und beim Ausschnaufen zieh so weit vorne wie du kannst. Du hast es geschafft. Bis zum nächsten Mal.